Hallo Reisefreunde und einen wunderschönen guten Abend an diesem Montag. Heute gibt es viel zu erzählen, zum Beispiel, Wo wir hier gerade sitzen. An diesem Hintergrund oder an diesem Ort könnt ihr euch schon mal gewöhnen, denn das hier ist... Unsere neue Wohnung! Ja, tatsächlich, wir haben wieder ein Steinhaus, wie einige ja gerne sagen. Wir haben wieder ein Zuhause oder wie unsere Vermieterin gesagt hat, wir sind zurück in die Muschel gezogen. Ja, so ist es. Drin. Ja, ist geschlossen. Genau, das heißt für euch natürlich, es gibt so ein paar Änderungen, es gibt ein paar Neuerungen, nichts Negatives, alles positiv wie immer. Es gibt zwar ein paar unschöne Dinge, die wir heute mit euch besprechen wollen, aber im Grundsatz bleibt natürlich alles positiv. Ja, mit was fangen wir an? Das ist die Frage. Erst negativ, erst positiv. Ich würde sagen, wir machen erst das Negative, dann haben wir es gleich hinter uns und danach dann das Positive. Also, ja, zurück zum letzten Video. Campanda-Hacks, oder? Genau, da hat vielleicht der ein oder andere festgestellt, die Kommentarfunktion, die ist ausgeschalten, obwohl wir auch sehr, sehr schöne Kommentare bekommen haben. Das müssen wir an dieser Stelle sagen und das haben wir auch wahrgenommen, aber es ist nun mal so, man kann die Kommentarfunktion nur komplett abstellen oder komplett lassen. Komplett lassen war keine Option mehr, weil es gab so viele Kommentare, die haben nichts mehr mit Anstand oder irgendwas zu tun. Also ich weiß nicht, wie diese Menschen in der realen Welt leben. Ich möchte ihnen nicht begegnen, wenn die sich schon im Internet so verhalten. Da gab es halt wirklich richtig Hass und Hetze gegen uns, sehr, sehr persönlich. Und das wollten wir gar nicht mehr erst lesen und freischalten, weil das ist ja für uns auch immer ein enormer Zeitaufwand, das Ganze aktiv zu administrieren und das lief da einfach in eine Richtung, wo wir gesagt haben, nee, sorry, also auf das haben wir keinen Bock, das hat das Video nicht verdient und deshalb ist die Kommentarfunktion da ausgeschaltet und das bleibt sie auch. Wollten wir eigentlich nicht machen, aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Es hatte sehr viele schöne Kommentare mit dabei, aber es war halt wirklich verletzend und darum haben wir das so beschlossen. Wir danken dafür euer Verständnis. Wir wissen, viele unter euch, die folgen uns schon seit dem Anfang unserer Reise, die kennen uns und wissen natürlich auch, warum wir solche Dinge machen. Aber es kommt dazu, dass wir schon auch noch ein bisschen ein Sorry an euch wenden müssen, denn in letzter Zeit ist ein bisschen viel zusammengekommen, würde ich mal sagen, so ein bisschen viel. Genau, also wir machen Werbung, weil wir bekommen ja auch ganz oft den Kommentar oder das Feedback, macht unbedingt weiter so. Und ja, wir wollen unbedingt so weitermachen, aber das Problem ist natürlich, auch wir brauchen finanzielle Mittel, um das Ganze so weitermachen zu können. Entsprechend gehen wir auch Kooperationen ein. Was uns jetzt passiert ist, wir hatten ein paar Kooperationen, die liefen über einen längeren Zeitraum. Und zum Beispiel Campanda lief eigentlich nicht hier auf YouTube, sondern nur das eine Mal und dann kam da noch Mittelamerika, das lief vor allem auf YouTube und das haben wir irgendwie nicht ganz so schlau geplant und es kam noch dazu, dass wir umgezogen sind und gerade nicht so unterwegs sind und entsprechend der Reisecontent auch gerade noch flöten ging. Obwohl, es kam mal noch ein Video vom Dachzeltfestival, das kam mal noch. Aber so richtig Reisecontent ist das ja auch nicht, sondern halt Messe cool und die coolen Trabis. Da bin ich ein bisschen neidisch, weil die habe ich nicht gesehen, da war ich ja in Mittelamerika. Ja, auf jeden Fall geht es darum, dass ich sagen will, es kam halt einfach wahnsinnig viel auf einmal, da sind wir uns sehr bewusst und wir danken allgemein für die Akzeptanz, die von eurer Seite da kommt, mit den wenigen Ausnahmen von den paar Idioten, die da beim letzten Video einfach wirklich komplett unter die Gürtellinie geschossen haben. Aber herzlichen Dank und wir wissen das und wir versprechen Besserung. Ja, das machen wir. Wir machen in Zukunft nicht mehr so viele Kooperationen oder ihr wisst ja, wir machen nur ausgewählte Kooperationen. Wir bekommen sehr, sehr viele Anfragen und 90% davon sagen wir nein. Aber der Campanda, das war doch einfach cool, oder? Das war doch einfach cool, diese Hacks. Auch für uns eine Herausforderung. Ja. Und wer das Video bis ganz zum Schluss geschaut hat, der hat nämlich gesehen, dass wir auch noch Outtakes reingepackt haben, die auch richtig cool waren. Aber ja, gehen wir noch zurück schnell zu Mittelamerika, bevor wir hier verraten, warum Steinhaus, warum Wohnung, wie geht's weiter und so weiter. Noch kurz zurück zu Mittelamerika. Steffi war ja da und wir machen jetzt ein kurzes Interview.
zum Thema Pressereise. Es war ja das erste Mal, dass wir so eine Pressereise gemacht haben. So eine geführte ihr müsst euch vorstellen, genau, da kam ein Mail, wir wurden eingeladen. Das war für uns natürlich, boah, geil, 2 Wochen Mittelamerika, alles bezahlt. Da sagt man halt so als Frischling im Blogger-Business auch nicht unbedingt nein. Und jetzt, eine geile Region, wo man nicht gerade hinkommt, genau. oder? Das hat mich gereizt. Dazu noch El Salvador, wo ich jetzt wegen, naja, ich sag mal, schlechter Vorrede, viel Negativen, dass man hört, halt einfach gerne mal selber hinreisen wollte, aber das jetzt auch nicht gerade unbedingt mega individuell machen wollte. Und das war halt einfach die perfekte Möglichkeit. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, ich mache ein kurzes Interview mit Steffi, 2, 3 Fragen, dann wisst ihr auch Bescheid. Pressereise, ja oder nein? Ja, individuell. Mit so einem straffen Programm, nein, danke, nicht noch einmal. Welches Land von den 4 war denn das coolste? Oh, das ist mega schwierig, weil die sind, obwohl alle Mittelamerika sind doch total unterschiedlich. El Salvador war halt so der Überraschungseffekt, wie cool das Land ist. Und Guatemala hatte natürlich einen ordentlichen Vorsprung, weil wir waren schon in Guatemala, falls ihr das Video gesehen habt. Ich habe dort auch unsere Gastfamilie noch getroffen. Die ganze Tierwelt, Guatemala war halt einfach so wirklich das Geilste zum Schluss. Alles nochmal in einem Land. Aber ich fand jetzt auch Belize und Honduras spannend. Aber mein persönlicher Favorit ist natürlich, ist und bleibt Guatemala. Also ihr seht es, ganz spannende Länder. Hast du denn irgendwas erlebt, was du uns noch nicht erzählt hast? Es gab ja ganz viele schöne Bilder, aber irgendwas ist da sicher passiert, was du uns nicht erzählt hast, oder? Ja, da gab es tatsächlich was, wo ich dann auch nicht mehr die Kamera gezückt habe, weil die Pumpe geht dann doch auch ein bisschen schneller. Wir haben in den 2,5 Wochen 15 Flüge absolviert. 15, das ist ja schon eine ordentliche Anzahl. Wir stehen jetzt mal nicht auf die CO2-Bilanz ein. Aber wir waren ja jetzt 2 Jahre wenig unterwegs, Ja, deshalb das oder stimmt. langsam. Nie deshalb. geflogen. Ja, Okay. aber zurück zur Anekdote. Genau, zurück, 15 ungerade Anzahl Flüge, das ist ein bisschen, oder Starts, das ist ein bisschen komisch und das liegt daran, dass wir von Tikal, quasi der letzte Flug in Zentralamerika, von Tikal zurück nach Guatemala City, da sind wir mit so einer kleinen Cessna, was hat die, vielleicht 20, 30 Plätze, also wirklich ein kleines Flugzeug, sind wir geflogen am Abend. Wir haben das Gewitter schon lang gesehen und irgendwann waren wir da mittendrin und ja, der Pilot hat dann eine Durchsage gemacht, wegen technischem Defekt müssen wir leider umkehren und dann geht das Herzchen dann ein bisschen schneller. Das habe ich ja bis jetzt noch nirgends erzählt, das habe ich nicht mal dir erzählt. Erst als ich zu Hause in der Schweiz gelandet bin, habe ich das. Erste Frage, wo hast du am besten gegessen? Oh, er stellt mir die Essensfrage. Ich bin ja ein bisschen schwierig, was Essen anbelangt, aber ich muss sagen, ganz allgemein, wir haben überall sehr, sehr lecker gegessen. Das interessiert nun mal die Leute. Ja, also es war halt überall total frisch gekocht, diverse Spezialitäten. Wir hatten du hast zwar nach Essen gefragt, aber wir hatten extrem viele super leckere Fruchtsäfte, weil die exotischen Früchte, die gibt es da ja en masse. Und ja, da haben wir schon sehr lecker gegessen und getrunken. Also ich würde jetzt da die Pupusas in El Salvador, das war cool, weil das haben wir ja selber auch machen können und ich fand die total lecker. Letzte Frage, wie war das Reisen ohne mich? Also ich war ja nicht alleine unterwegs, ne? Ich hatte ja eine Freundin mit dabei und in mancher Situation, muss ich sagen, war ich ganz froh, hatte ich dich nicht dabei, weil ihr müsst eins wissen, wenn das Ganze chaotisch und halt eben dieses mega straffe Programm, das wir da hatten und ich war mir in gewissen Situationen wirklich bewusst, dass er gesagt hätte, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ich gehe. Und deshalb war ich da manchmal froh, warst du nicht dabei. Janine hat das deutlich besser abkönnen, als du das normalerweise kannst. Aber allgemein, ja, es wäre natürlich perfekt gewesen, wärst du dabei gewesen und wir hätten das Ganze zusammen erleben können. Also, jetzt machen wir diese Kiste von Mittelamerika fast ganz zu. Am Schluss des Videos gibt es noch ein paar Bilder für euch, für alle, die es verpasst haben. Die Videos gibt es jetzt nochmal hier oben zusammengefasst. Es lohnt sich auf jeden Fall hinzuschauen, aber ist natürlich kein Camping-Content, das wissen wir, aber wir haben einfach diese Chance genutzt und wir wissen auch, dass viele von euch uns verstehen, dass wir das einfach gerne mal gemacht haben. Aber was den Leuten jetzt natürlich am allermeisten unter den Nägeln brennt, ist, was soll das hier? Warum eine Wohnung? Wo ist Karl? Wo ist Karl? Karl steht noch immer
am Ort, wo wir zuvor waren, der hat da seinen Parkplatz, der bleibt auch da und der bleibt auch weiterhin in Bewegung. Aber es ist ja so, dass du wieder einen Job hast, habe ich gehört. Genau, ich arbeite ja wieder ganz normal und das Lustigste ist einfach an der ganzen Sache eigentlich, wir wohnen wieder am gleichen Ort, nicht in der gleichen Wohnung, aber am gleichen Ort wie vor der Reise und ich mache wieder genau den gleichen Job wie vor der Reise. Also es ist so ein bisschen für eine andere Region. Andere Region. Ihr hört es, wir haben hier ein bisschen Fluglärm, Wir haben vielleicht. die Fenster offen. Ja, wegen dem Hall. Wir sind hier ein bisschen in der Nähe vom Zürich Flughafen, also schon noch 30 Kilometer, 40 weg, aber man hört es. Aber wir haben hier mega Glück gehabt mit einer unglaublich coolen Wohnung, die ist ganz, ganz klein, weil wir wollten auch ganz, ganz klein werden, uns verkleinern, minimalistisch leben, weil wir das ja so ein bisschen gemacht haben in den letzten 2,5 Jahren. Aber ja, wir sind nach Hause gekommen, wir sind sesshaft und das war für uns sehr, sehr wichtig. Wir haben das gebraucht, wir brauchen eine Pause von der Reise und wir brauchen vor allem einen Ort, wo wir gut arbeiten können. Es ist so, dass Louis geht arbeiten, also er hat wieder eine 100% Stelle angenommen und ich arbeite weiterhin 100% für unseren Blog. Also er arbeitet momentan 150%. Weil mindestens noch 50% natürlich auch bei uns mitarbeitet. Und ja, ich glaube, ich verrate jetzt hier einfach mal. Nein, das machen wir noch nicht. Nee, das verraten wir noch nicht. Wir sind an einem riesengroßen Projekt dran. Wer unseren Newsletter abonniert hat, der weiß das schon. Aber wir arbeiten an einem riesengroßen Projekt oder mittlerweile schon 2 Projekten. Ja, das werden wir in Kürze verraten, wenn wir noch ein bisschen mehr darüber wissen. Aber wie gesagt, ja, die Reise oder besser gesagt die große Reise ist halt somit wirklich zu Ende. Wir werden sozusagen wieder Ferienreisende, die halt im Urlaub oder am Wochenende wegfahren. Aber die Kamera, die ist dann natürlich immer mit dabei. Wir werden alles festhalten, was wir reisen. Und wir haben ja immer noch das große Ziel, die Grand Tour of Switzerland komplett abzufahren. Und sobald jetzt eben Umzugsstress und alles zusammen, diese ganzen Projekte mal so ein bisschen die Zeiten etwas ruhiger sind und wir unsere Wochenenden auch wieder für uns nutzen können, sind wir dann bestimmt auch auf der Grand Tour unterwegs durch die Schweiz. Und da haben wir uns ja auch zum Ziel gesetzt, dass wir mal zeigen, dass die Schweiz nicht nur teuer sein muss. Also wie gesagt, es wird weiter YouTube-Videos geben. Wir haben das in jedem Video, wo wir so Themen behandelt haben, immer gesagt, dass YouTube ein Teil von unserem Leben bleiben soll und muss, weil es für uns auch in einer gewissen Weise ein Tagebuch ist, was wir sehr, sehr gerne schätzen und das wir gerne mit euch teilen. Aber es wird natürlich nicht mehr so viel Content geben, es wird nur noch Content geben, wenn wir halt etwas machen, wenn wir irgendwo unterwegs sind oder wenn wir Spezialvideos machen. Und das ist etwas, was wir momentan überlegen. Es geht dabei darum, einerseits, dass wir von unserer Erfahrung erzählen, wie man so eine Reise machen kann, weil ich weiß, dass da draußen ganz, ganz viele Leute sitzen, die auch gerne mal so lange oder einfach allgemein mal eine längere Reise machen wollen, eine Reise auch in Regionen von Europa machen wollen, die jetzt nicht ja, bei vielen immer noch so ein bisschen Grauzone sind, weil man sich da nicht recht hingetraut. Und da haben wir ganz, ganz viel Erfahrung sammeln können und die geben wir euch auch gerne weiter. Und an dieser Stelle auch gleich der Aufruf. Es gibt ja den Hashtag #FragConVisastu. Nutzt den gerne, wenn ihr Fragen jetzt an uns unten in die Kommentare reinschreibt. Ja, es gibt wahrscheinlich zum allgegenwärtigen Thema Finanzierung noch so ein Video. Es gibt Finanzierung, es gibt Abmelden in der Schweiz, es gibt vielleicht zu jedem Land ein Video, wie man sich da verhält. Wir werden Karl vielleicht nochmal zeigen, je nachdem, also wirklich, wenn ihr Videowünsche habt, schreibt es unten hin. Wir haben hier jetzt quasi ein Videoset, wo wir immer Videos drehen können, vielleicht 1 die Woche, vielleicht 1 alle 2 Wochen. Das müssen wir noch schauen, wie sich das Ganze einpendelt. Und dann kommt ja noch dazu, wir haben hier ja noch ganz kleine Wohnung, die ganz, ganz günstig ist und uns fehlen ja immer noch 2 Länder, ihr wisst ja welche, oder? Kasachstan und Island und die müssen ja auch irgendwann mal bereist werden und ja, da können wir oder wollen wir nicht zu viel darüber verraten natürlich, aber ihr wisst es, wir haben das Reisegehen und das Abenteuergehen in uns, wir sind Naturkinder und wir haben am ersten Tag, als wir zurückkamen von unserer Weltreise, schon wieder jeden Cent oder jeden Rappen beiseite gelegt, um die erste Reise zu starten und ja, wer weiß.
Genau, ihr wisst ja sowieso, dass wir aufgehört haben, längerfristige Pläne zu machen, weil das bringt eh nichts. Genau, und darum, wir sind jetzt hier zu Hause, wir sind angekommen, ist kein Baby in Planung, Steffi ist nicht schwanger, wir sind auch nicht pleite. Wir haben einfach für uns genau das gesucht, was wir jetzt gefunden haben. Und hier fühlen wir uns wohl, hier können wir an unseren Projekten arbeiten, hier können wir die ganze 2,5-jährige Reise durch 45 Länder in Europa wirklich gut verarbeiten. Und ja, für uns ankommen. ja auch mal überlegen, es ist nach wie vor unser großer Traum, irgendwann in irgendeinem Land von Europa einen Campingplatz zu betreiben. Und auch so ein Projekt muss natürlich vorbereitet werden, muss einen nötigen Grundstock an finanziellen Mitteln haben. Und das ist, sage ich mal, so unser 5- bis 10-Jahres-Projekt zum sich dann definitiv irgendwo niederlassen. Aber dafür müssen wir jetzt auch erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen, nochmal wirklich gut überlegen über die einzelnen Länder, wo könnten wir uns sowas vorstellen, vielleicht auch nochmal dahin fahren und Zeit dort verbringen. Aber das sind jetzt einfach so ein paar Themen, die brauchen mehr administrativen Hintergrund oder mehr Zeit halt einfach auch. Und auch für unser Projekt, also wie gesagt, wir machen Vortragsreihen und so weiter. Eben, wir sind ja nervens am schon Organisieren von mega coolen Sachen und das braucht jetzt einfach Zeit, deshalb arbeite ich auch weiterhin 100% nur für uns. Wir wollen den ganzen Blog aufarbeiten, ne? Wir sind da immer noch in Bulgarien, Rumänien ist mittlerweile fertig. Es gibt ein paar vereinzelte Blogbeiträge zu wirklich spannenden Sachen noch, aber ansonsten fehlt da wahnsinnig viel Information auf dem Blog und ja, da geht es schon nochmal deutlich mehr in die Tiefe auf dem Blog als auf YouTube und deshalb, das wollen wir einfach alles aufarbeiten, bevor das in Vergessenheit gerät und deshalb, ja, wir haben momentan ein Haus ohne Räder. Genau, das ist so und wie Steffi gesagt hat... 2 Häuser eigentlich. 2 Häuser. Eins mit Rädern, eins ohne Räder. Und wie Steffi gesagt hat, da Steffi ja 100% an Comifast arbeitet, könnt ihr auch davon ausgehen, dass ihr weiterhin immer wieder hört von uns und immer wieder seht. Wir sind dann erstens ja bei den Pataschas am Freiheitsmobile-Treffen, da könnt ihr uns treffen und auch direkt auf dem Vortrag. Auf dem Vortrag, keine Angst vor dem Osten und da könnt ihr euch direkt Fragen stellen. Wir werden auch an der CMT wieder dabei sein nächstes Jahr. Das Duschstoffbeutel-Thema kann jetzt natürlich auch nochmal in einer ganz anderen Größe überlegt werden. Also es gibt einfach so ein paar Sachen, die brauchen jetzt Zeit und deshalb ist jetzt genau der richtige Moment, sich diese Zeit zu nehmen und an solchen Projekten zu arbeiten. Genau, die letzten 2,5 Jahre, die waren reiner Spaß und jetzt können wir halt davon wirklich zehren, können etwas daraus machen, etwas noch Größeres machen. Spaß wird ernst. Auch Spaß wird ernst, genau. Und etwas halt für die Zukunft schaffen, wovon wir dann wirklich zusammen auch davon profitieren können. Und ja, ich würde sagen, wir werden jetzt nicht mehr viel länger. Jetzt würde es uns natürlich noch interessieren, wo ihr gerade im Sommerurlaub seid oder wo ihr hinfährt. Weil wir sind vorerst hier, beziehungsweise unser Sommerurlaub geht nach Luxemburg. Das ist alles. Und deshalb, ja, würde ich sagen, drehen wir den Spieß jetzt mal um und ihr nehmt uns einfach so ein bisschen mit auf eure Reisen. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wo ihr wart, wo es noch hingeht oder wo ihr aktuell gerade seid und lasst uns doch so ein bisschen teilhaben an euren Reisen. Und vielleicht lesen wir beim einen oder anderen Ziel ja sogar etwas Bekanntes. Vielleicht haben wir euch ja inspiriert, dahin zu gehen und ihr versüßt uns jetzt mit eurer Antwort den Tag. Ja, ich würde sagen, wir werden nicht mehr länger, wir sind jetzt bei 18 Minuten, das reicht auch für das erste Ding. Schreibt unbedingt alle eure Fragen mit Frag unten in die Infobox. Ihr könnt uns Mail schreiben auf Instagram, egal was wir wissen. Ihr habt wahrscheinlich jetzt tausende von Fragen, weil dieses Video kommt, aber habt keine Angst. Wir sind immer für euch da, wir geben Antwort. Es werden weiter Videos kommen und wir werden auch weiter mit Karl unterwegs sein, immer wenn es mal die Zeit zulässt. Und ich sage es euch, die Zukunft, die wird spannend, aber wie gesagt, jetzt werden wir nicht mehr länger und ja, gewöhnt euch schon mal an diesen wunderschönen Hintergrund. Mir gefällt's. Mir auch und wir haben ein Gästebett. Das ist ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Also, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wir freuen uns vielleicht euch schon in der Woche wieder zu sehen. Mal schauen, wann das nächste Video kommt. Wir freuen uns über viel Verständnis, über viele Fragen und ja, da bleibt eigentlich wie immer nur noch eins zu sagen, oder? Hashtag Europa ist geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.